Von der will ich reden von Leib verstehen. Wenn wir der wirkliche Leib Gottes verstehen, dann fangen Wunder Gottes an zu passieren in uns Leben. Letzte Woche rede ich von, wo Leib nicht kann den Tod festhalten. Oder der Tod nicht kann den Leib festhalten. Und einmal rede ich von dem Leibkrieg, was Jesus durchging. Gott selbst durchging, um uns raten. Wenn wir wirklich den Leib Gottes verstehen und weiten, dass jeder Tag, jede Minute weiß, wie viel Haar wir an uns Körper haben. Und was für eine große, tiefe Leib er hat und was er durchging, um uns raten. Und dann, wo der Feind auf dieser Welt verdorben ist, wo dem alle Kraft ist weggenommen. Die Bibel sagt, der braucht nach unserem Leben, wenn der braucht uns fertig an zu jähren, wenn das der einzige Weg, wo er an uns lernen kann, aber er kann nicht. Er hat keine Zähne mehr, die sind alle ausgekillt. Der Leib kann bloß prallen, aber evens kann, die Kleven sind aufgemerkt worden, die Zähne sind ausgekillt, die kann uns nicht andauern. Wenn wir dort verstehen, und dann wir verstehen, wie sein Wort von der großen Leib Gott uns hat, und dann wir anfangen mit der Leib zu schaffen, dann sagt er, der Glaubende schafft durch ihr Leib, sagt die Bibel. Und dann sagt Jesus, was immer je von mir fragen, das wo ich geben, wenn je zu das Buch sein, heeft die op en schmeet die im Meer. En die glauben hat so aus een Saamkorn, dann wird das passieren. Und dann 1. Petrus 2, Vers 23, da sagt er, dass er wird verkillt für uns schlachtet. Und durch den Schlag, was er auf seinen Regen kriegt, sei wie geheilt. Wenn wir dort verstehen, wo Gott uns gut ist, dann fangen wir an, so einen Glauben zu haben. Dann fangen wir an, mit der Leib zu schaffen. Wenn wir verstehen, was von der Leib Gott für uns hat, dann können wir nicht anders als der Leib wieder reden. Der Leib will wieder erregt sein, dann haben wir ein Verlangen, der Leib wieder zu regen. Wenn wir erst der Leib wieder regen, dann haben wir ein Mitleiden. Wenn wir erst ein Mitleiden haben, dann haben wir. Und wenn wir der Leib haben, dann haben wir der Leib, der hat den Glauben. Dann haben wir Glauben. Der Glauben, der schafft durch ihr Leib. Und wenn wir Glauben haben, dann sagt Jesus, alles ist möglich für uns, was wir glauben. Wenn wir so einen Glauben haben, als ein Sanftkorn, sind alle Dinge möglich für uns. Er sagt, er wird uns geben, was wir fragen. Also, wenn wir wirklich den Leib Gottes erkennen, wenn wir erkennen, was Jesus alle am Kreuz zu tun hat, dann fangen Wunder Gottes an zu passieren in uns Leben, durch uns und in uns. Wenn wir haben Mitleiden für Menschen, dann sind wir wirklich zu beten für die und dann tut Gott Wunder. Ich sage nicht, dass jedes Mal, wenn wir kennen, dass eine Hax ramgehen in verschiedene Dinge, aber dort, was mit der Leib zu tun hat, die Wunder fangen an zu passieren in uns Leben. Wenn wir den Leib Gottes wirklich erkennen, dann passieren bloß Wunder, dort arbeitet alle taub, so ich ihr schon seht. Wir haben Mitleiden von anderen, wenn ich ein anderer sei, was halb fehlt, und ich weiß, ich dein dem Gott, was am helfen kann, wo ich da nicht will. Und wenn ich Leib habe, dann der Glauben, der schafft durch den Leib. Wenn einer Leib hat, dann hat einer Glauben. Der Glauben, der schafft durch den Leib. Und mein Gott hat gesagt, hey, was helfen? Die Kranken werden geheilt worden, die Lumpen werden gehen, die Lepras werden geheilt worden, und Todes werden abgewagt worden. Ich sage nicht, dass jeder Mensch, der da anfängt mit Leib zu schaffen, dass jeder Mal, wenn da ein Begräbnis ist, dass der soll gehen und beten für den Mensch. Nur sonst sage ich nicht. Aber Wunder Gottes werden anfangen zu passieren. Du wirst die Wunder Gottes anfangen zu sein in deinem Leben. Ich sage die Wunder Gottes in meinem Leben.
Da, wenn wir erst mit dem Leib arbeiten und in Wahrheit arbeiten, dann sei wie Wunder Gottes in uns Leben. Dann passieren Dinge, was ein natürlicher Mensch bloß nicht deutlich ist. Wenn wir Leib erkennen, dann passieren Wunder Gottes.